Gut, also, die da zum ersten Mal einschalten, was sehen ihr da? Kurze Erklärung, was wir da am machen sind. Wir sind im R, in einer Programmierungssoftware, sind wir da von der Spotify-Schnittstelle am Artists raussuchen. Schweizerdeutsche Artist-Accounts, will ich mal eine Liste machen mit Spotify-Follower pro Account. Und momentan sind wir noch so ein bisschen in der Recherchephase. Das heisst, all die Artist-Namen, die ihr da seht, das sind alles Spotify-IDs sozusagen, die wir rausgesucht haben. Und das wird jetzt auch noch weiter ergänzt. Es sind momentan 263 Artists oder Artistinnen, die da in dieser Liste sind. Einfach aufgelistet mit der Anzahl Spotify-Follower. Dann gibt es da noch das Feld Popularity, wo wir irgendwann einmal thematisieren werden. Das ist auch etwas, wo man aus der Spotify-Schnittstelle rausbekommt. Muss uns aber jetzt momentan nicht interessieren, was der Wert da ist. Das ist ein Wert von 1 bis 100. Aber mir geht es jetzt nur mal um die Spotify-Follower, wo wir da aktuell rausgefischt haben. Das ist jetzt einfach für den Tag heute, wo der Livestream aktiv ist. Die Idee ist aber, dass das nachher täglich getrackt wird, dass wir dann wie so einen Zeitverlauf haben bei jedem von diesen Artists. Genau, aber momentan geht es eigentlich noch darum, Artist-IDs einzugeben. Ich habe jetzt da schon mega viel manuell eingegeben, oder die 263, die wir jetzt haben. Heute kommen wir wahrscheinlich auf 300 oder übersteigen 300. Ja, die Reihenfolge hat nicht irgendeinen Sinn. Das ist jetzt einfach mal aus meinen Quellen, die ich jahrelang gesammelt habe, aus meinen Verzeichnissen, aus meinen Playlists, aus verschiedenen Listen, bin ich da einfach mal alle am Auflisten gewesen. Ja, mich schlussendlich werden dann eher so die Artists im unteren Bereich, im unteren Follower-Anzahlbereich interessieren. Die zuoberst oben sind, also die Liste geht immer weiter, die zuoberst oben sind, interessieren mich jetzt nicht so fest. Aber ja, wenn die Liste dann mal öffentlich ist, kann jeder selber ein bisschen reinschauen. Momentan bin ich sie einfach nur so ein bisschen am Füllen. Und das ist auch der Zweck von diesen Livestreams dann, dass ihr wie so bei der Entstehung ein bisschen mitschauen könnt, die was interessiert. Und ja, es hat recht viel Downtime, so, wo ich nicht am Reden bin, wo ihr einfach das Keyboard im Hintergrund hört. Was ihr da auch nicht hören werdet im Hintergrund, ist halt Artist-Accounts, die ich raussuche. Ich habe da noch Spotify im Hintergrund offen. Und gehe da jede Menge Artist-Accounts durch, die dann manuell da eingetragen werden. Und sobald sie dann eingetragen sind, wird halt die Liste immer wieder updated. Sozusagen mit einem kleinen Skript, das da unten abläuft. Und dann zieht es auch die Follower raus mit der jeweiligen Artist-ID. Genau, das alles ist so ein bisschen manuell momentan noch, aber das wird dann später noch ein bisschen mehr automatisiert. Also ich kann nicht so viel machen. Bei dem schweizerdeutschen Account halt gibt es wie so, ja, nicht so mega gescheite Möglichkeiten, um das irgendwie automatisch rauszufischen. Weil die Metadaten bei Spotify sind ein bisschen tricky, wenn es um schweizerdeutschen Content geht zum Beispiel. Oder auch um französischen Content innerhalb von der Schweiz. Ist es nicht ganz so einfach oder braucht es trotzdem ein bisschen das manuelle Auge, sage ich jetzt mal, dass jemand weiss, okay, Account XYZ ist auf Schweizerdeutsch, weil Spotify, so viel man ist, geht technisch nicht so weit runter. Es sei denn, man gibt das beim Release irgendwie noch spezifisch an, dass es Schweizerdeutsch ist oder Französisch oder was auch immer. Gewisse Artists machen das vielleicht. Bei anderen Sachen steht aber zum Beispiel einfach nur Deutsch wahrscheinlich. Also die Sprache kann ich da technisch nicht rausbekommen, ohne dass ich manuell noch irgendwie suchen muss. Von dem her ja, im Idealfall hat man dann am Schluss eine Auflistung von ganz vielen Accounts und die Anzahl Follower.
Monthly Listeners, für die sich fragen, die kann man nicht rausnehmen. Also manuell könnte man die raussuchen oder aufschreiben, aber es gibt wieso keine Möglichkeit, das mit Code bei der Spotify API Schnittstelle irgendwie abzufragen, dass du es halt mit einem Klick machst. Da hast du bei der Spotify API einfach nicht das Recht dazu, um das zu machen. Streams auch nicht. Darum tun wir uns bei dieser Liste da tun wir uns nur auf die Follower mal konzentrieren. Finde ich ehrlicherweise aber auch der bessere Wert für gewisse Analysen, weil die Monthly Listeners, ja, die Sache ist, ansichtsmäßig stehen halt Monthly Listeners ganz gross zuoberst oben bei den Artist Pages, aber die Monthly Listeners sind so ein bisschen irreführend in gewissen Situationen, weil es halt wie die Playlist mit reinrechnet, wo gewisse Songs vielleicht drauf wären. Und ob das dann monatliche Hörer sind vom Artist an sich, weil das sind ja nicht Leute, Konsumenten, die halt dann auf Artist-Page gehen. So. Also die Definition von diesen monatlichen Hörerinnen und Hörern ist immer so ein bisschen shaky. So die Follower, die Spotify-Follower wiederum, das braucht meistens ein bisschen mehr Commitment, dass jemand wirklich auf Follow dort drückt. Also sprich, weitere Releases oder halt die Artist-Page wird weiterverfolgen. Das ist für mich so ein bisschen mehr der organischere Wert. Verändert sich halt auch nicht so stark, sage ich mal, bei den meisten Accounts, wie halt Monthly Listeners, die schnell mal irgendwie von 500 auf 1000 können kumpen, wenn du mal ein bisschen einen Song hast, der ein bisschen besser läuft. Dass der Follower-Zuwachs ein kleiner Spoiler, aber das werden wir vielleicht dann herausfinden mit der Zeit, wenn wir das ein bisschen länger tracken, dass die Follower-Anzahl wirklich grosse Sprünge macht. Für das muss man einen Song, habe ich das Gefühl, catchen, der wirklich Motion bekommt, der wirklich Movement hat, also wo dann stärker gestreamt wird in einer grösseren Bubble. Ich habe es eher so verfolgt, dass die Follower-Anzahl sich stark erhöht hat, so auf täglicher Basis oder monatlicher Basis, wenn wir halt wirklich Songs haben, die organisch catchen. Aber das sind dann nicht, wir reden dann nicht von Songs, die von 1000 Streams auf 5000 Streams irgendwie kommen können, sondern halt wirklich grosse Sprünge machen auf 10.000, 50.000 oder 100.000 Streams. Dann kommen auch mehr Follower irgendwie meistens dazu. Ja, auch wenn sich die Leute gefragt haben, so, das sind auch Erfahrungswerte von früher, wo jetzt da einfach so spontan kann recollecten. Leute, die vielleicht denken, damals ja über Instagram oder so oder Social Media, hey, kommuniziert es dann, folgt mir auf der Spotify-Page. Ich habe das Gefühl gehabt, oder so die Erfahrungswerte, die ich gemacht habe mit Leuten, die ich mitbegleitet habe, hat das sehr wenig bis gar nicht gebracht. Weil eben meistens Follower-Zuwachs auf Spotify in der App selber passiert. Also der Account oder die Songs hinter dem Account werden dann mehr recommended bei den Spotify-User und so entstehen auch mehr Follower. Also die Conversion innerhalb von der Spotify-App ist immer noch am stärksten und für das brauchst du halt irgendwie Songs, die sich bewegen gegenüber oder halt Songs, die irgendwie in den Recommendations im Algorithmus halt bevorzugt werden. Und ich habe das Gefühl, so ist man, also die allergrößten Accounts, die ihr dann da unten seht, eben, mich interessiert das jetzt nicht so fest da, aber für die sich ein bisschen interessiert, also so ganz grosse Accounts, wenn es um Anzahl Follower geht, so nach meinem Verständnis kommt man nur so weit rauf, wenn man wirklich Hits hat. Spotify Streaming Hits. Also Songs, die organisch oder mit Werbepush und organischem Konsum irgendwie einfach catchen. Und so kommt man eigentlich auf die Followerzahlen. So mit Social Media pushen und hey, kommt und folgt meiner Spotify-Page, ist, glaube ich, eher schwieriger, so wie ich das verstehe.
gewisse auch im unteren Bereich halt, das interessiert mich dann wiederum schon. Im unteren Bereich oder wenn man bei den Eisberg-Layers halt weit runtergeht, die werden dann teilweise schon können kleinere Sprünge machen und da wird man dann merken, gibt es halt gewisse Ausreißer, die vielleicht dann eben in kleineren Bubbles wiederum, in kleineren Communities trotzdem Songs haben, die catchen, so, wo jetzt nicht Mainstream-Hits werden, aber das braucht es auch nicht, dass du da Follower-Zuwachs bekommst, sondern wo einfach in einer Bubble sozusagen ihre Hörerschaft können vergrößern und dann kommt auch ein gewisser prozentualer Anteil wird dann auch zu Followers automatisch. Eben von dem, was ich aber verstehe, passiert das meistens alles in der App selber, also auf Spotify selber, innerhalb vom Spotify-Universum und nicht so groß mit Aussenwirkung, sage ich jetzt einmal. Weil auch wenn ihr euch vorstellt, so wenn es Media-Feature gibt zu einem jüngeren Artist und keine Ahnung, irgendwie ein Blog auf IG oder was auch immer pickt dich auf oder irgendwie eine Media-Story passiert zu dir. Meistens, was passiert ist, man kommt auf Instagram Follower-Zuwachs über, aber die Leute denken da irgendwie nicht 1:1 daran, dass man auf Spotify auch folgen kann. So. Das ist etwas, was intrinsisch mehr in der Spotify-App selber passiert. Von diesen Sachen, die ich verstanden habe von früher. Vielleicht hat sich das Verhalten auch verändert mit der Zeit. Aber ich habe das Gefühl, es passieren nicht Media-Stories in der Aussenwelt, außerhalb von Spotify. Und die Leute denken sich dann, lass mich dem Artist folgen auf Spotify. Ich glaube, so das natürliche Verhalten gibt es in der Schweiz noch nicht. Ich glaube, es gibt so etwas, lass mich auf Instagram folgen oder eben bei ganz, ganz neuen, jüngeren Zielgruppen, lass mich auf TikTok folgen. Aber es gibt nicht so, hey, ich gebe auch den Spotify-Follow. Wenn hingegen aber einen Song irgendwie recommended bekommst über eine Spotify-Playlist und du bist in der App drin, ist, glaube ich, die Bereitschaft einfach grösser auch, an einem Artist-Profil innerhalb von der Spotify-App zu folgen. So viel zu dem, aber wie so Follower-Verhalten sich, wie so Follows sich verhalten, sage ich jetzt mal, auf Spotify, das werden wir wahrscheinlich mit der Zeit alles noch ein bisschen kennenlernen, wenn wir die Liste Tag für Tag so werden tracken. Momentan ist es eben immer nur ein tägliches Standbild, das ich mache, wenn ich da live bin. Also das, was ihr jetzt seht, die Followers da, die sind von heute. Was gerade 1:1 aus der Spotify-App genommen hat. Und genau, momentan ist es noch in der Recherchephase. Ich bin da ganz viele Spotify-IDs, also Spotify Artist Pages, bin ich manuell am Auflisten, dass wir dann am Schluss das einfach mit einem Knopfdruck updaten können und dann hat man die Auflistung, wo man vielleicht dann auch visualisieren kann, irgendwann ein bisschen schöner. Also haben wir auch jetzt schon die Möglichkeit. Aber das ist alles noch so sehr basic. Aber man kann da zum Beispiel ein bisschen einfache Visualisierungen machen. Ziemlich schnell auch so. Wenn man dann natürlich täglichen Zeitverlauf haben, kann ich das auch alles ein bisschen dynamischer machen. Mit einem schönen wöchentlichen, monatlichen Zeitverlauf irgendwie aufschlüsseln. Basically das, was die Artists selber in ihren Spotify Analytics sehen, kann ich da jetzt auf Knopfdruck irgendwie mit 300 Accounts machen oder je nachdem, wie viel ich da rein tue. Momentan sind es 263 Artist-Profile und ja, wir geben heute sicher noch mal ein paar ein. So viel zu dieser Liste.
Und im Moment bin ich mir nur am Überlegen, wo wir sollen abschneiden, wenn es darum geht, ob ein Account als inaktiv irgendwie ist und da gar nicht in die Liste soll oder bis zum nächsten Release. Weil ich bin natürlich auch Artist-Pages am Recherchieren, wo irgendwie ja, im 2023 zum Beispiel das letzte Mal released haben. Oder 2022, auch später. Und irgendwo denke ich so, ja, das ist jetzt die Frage, ab 3-4 Jahren, ob man dann irgendwie sagt, oder so, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie in 2022 und davor, dass ich die jetzt nicht in die Liste nehme. Sonst werden es einfach lauter Artist-Pages sein, die nicht mehr aktiv sind oder nicht releasen. Aber gewisse ja, können halt dann trotzdem wieder zurückkommen und weiter releasen und dann hätte sie irgendwann wieder in die Liste da. Oder wenn es halt dann wieder relevant wird, indem sie etwas Neues releasen, dann würde ich sie nochmal eintragen, vermeintlich. Aber das ist so ein bisschen die Frage momentan. Weil die Konsumation kann ja, oder Follower-Zuwachs kann trotzdem passieren. Auch bei Artist-Pages logischerweise, die irgendwie 2023 letztes Mal etwas released haben. Dann ihre Songs werden ja trotzdem im Algorithmus noch weiter gepusht, wenn das ein Song ist, der so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und die Pages, also wenn sie nichts Neues released haben, können ja trotzdem Follower gewinnen. Wobei da die Wahrscheinlichkeit natürlich kleiner ist, wahrscheinlich. Weil irgendwann auch die Aktualität dann fehlt.
Wo bin ich jetzt gesehen? Da.
Ah, genau 300. Gut. Wir sind auf 300. Da oben gesehen, das 300 Observations. 300 IDs haben wir jetzt schon rein da mal. Das heisst, da müsste es auch schon updated sein. 300, genau. Ich sehe es jetzt nicht ganz, dass es runtergeht, aber jetzt sind mal 300 drin. Wir haben aber sicher noch ein paar zum Eingeben. Das sind jetzt nicht die letzten Einträge gewesen. Aber ich finde 300 ist eine schöne Zahl, um nicht aufhören mit dem Stream, würde ich meinen. Genau. Ja, sieht gut aus. Gut. Also, für heute ist das mal gewesen. Für die, die sich den Stream irgendwann noch werden anschauen, ich werde sicher noch in der Beschreibung das ergänzen. Und ja, bleibe gespannt, was noch passiert mit dieser Liste. Tschüss zusammen.